Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und ja, jetzt machen wir die versprochene Nachbesserung beim Magazin und hoffe, dass diesmal klappt. Also ihr dürft Wetter abschließen und lasst der Abo da, drückt das Klingellicht, dann erfahrt ihr auch, ob ihr gewonnen habt. Vielleicht wird das ja irgendwann mal in Zukunft so Familienevent, Wetter auf Blaster-Ingenieurs, Modifikationen, ob die denn klappert. Und ich kann euch da auch nicht spoilern, weil ich weiß es zum jetzigen Zeitpunkt selber noch nicht. Also das finden wir im nächsten Video raus. Aber ja, wir haben ja das Magazin schon mal ausgedruckt und aufgebaut, so wie ihr es jetzt seht. Und das hat halt nicht so ganz so geklappt. Und das Schieberle, das hat ein bisschen zu viel Widerstand gehabt. Das hat zwar die Pfeile herumgeschoben, aber ja, sind halt nicht so rausgekommen, wie es gern gehabt hätte. Und da habe ich mir jetzt ein bisschen was überlegt. Zum einen, habt ihr jetzt schon gesehen, machen wir den Ring ein bisschen dünner. Einfach auch, um die Reibung zu minimieren. Dann machen wir das Ganze so. Ja gut, die Modifikation, die ihr jetzt seht, das ist einfach, dass man die Pfeile von hinten einschieben kann. Okay, das hört sich falsch an. Aber ja, auf jeden Fall, dass man das halt so laden kann, wie ich das gerne hätte. Aber ich würde sagen, das werden wir diesmal nicht gar nicht ausdrucken. Dann machen wir das Lächeln ein bisschen größer, dass weniger Möglichkeiten hat, hängen zu bleiben. Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Also vielleicht in einer späteren Version, also lassen wir das mal offen. Wir machen jetzt diesmal das auf jeden Fall so, dass man alles für sich separat ausdrucken kann. Also dass man möglichst wenig Stützstruktur hat. Das ist mir einfach wichtig. Das hat bei der Unterseite hat es dann, also die Version, die ihr nachher seht, hat dann glaube ich nur noch 6 Stunden gedauert. Und die Oberseite werde ich auch noch modifizieren. Das habe ich sehr stark, da komme ich drum rum, dass ich das machen muss, aber ja, doch nicht. Das war dann nachher sehr, da wird ein bisschen komischer Schnitt sein. Nur so Vorwarnung. Ja, irgendwie habe ich jetzt festgestellt, das hätte ich ein bisschen ärger komprimieren müssen. Müssen wir halt knappe 20 Minuten ein bisschen was labern. Aber das kriegen wir auch hin, dass das so unterhaltsam wird und alles, dass das passt. Ja, das ist jetzt halt viel Detailarbeit und hoffe, dass das irgendwas davon zum Ergebnis führt, dass es klappt. Was ich mir überlegt habe, im Ringraum schiebt das Schieberle, schiebt die Pfeile schon recht gut. Und wenn man das einfach direkt nach vorne rausgehen lässt, ja, dann dürfte es doch einfach klappen. Und da wird es ein bisschen schwer, irgendwann mal mit dem Magazin irgendwie, ja, also so Blasterle mit Federle umzusetzen. Aber im ersten Moment ist es ja irrelevant. Mir geht es bloß darum, dass ich das Magazin so habe. Ich habe bisher noch keinen Blaster gesehen, der das so macht. Und da habe ich gedacht, komm, das will ich machen. Irgendjemand muss ja der Erste sein, der das macht. Oder vielleicht gibt es da ja schon jemand, der das gemacht hat und ich bin da einfach noch nicht drüber gestorben. Das kann auch sein. Kann immer gut sein, aber ist egal. Wenn wir dann. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon jemanden gefunden habt, der das auch schon gemacht hat. Ja, dann machen wir jetzt die Schraublöcher noch ein bisschen anders, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Einfach, dass wir das dann mit Unlagscheibe machen, weil das ist beim Druck nicht so gut rausgekommen, wie das Modell hätte sein sollen. Ja, viele Kleinigkeiten, das ist viel Detailarbeit. Ja, die Öffnung ein bisschen ändern, einfach gucken, dass da so wenig wie möglich Widerstände sind. Und jetzt seht ihr das, jetzt mache ich da die Öffnung nach vorne, das muss ich halt da oben im Deckel auch modifizieren. Hab zuerst gedacht, ich komme drum rum, den nochmal auszudrucken. Und das hätte ich wahrscheinlich auch dann einfach mit dem Messer eingeschnitzt, aber ihr werdet später noch sehen. Ich habe die Schraublochposition auch noch geändert. Ja, da wieder die Fläche herstellen. Und ich halt viele Punkte hin und her schiebe. Also, das geht vielleicht auch elegant, aber ich kann es nicht anders. Also, wahrscheinlich, wenn da irgendwie so Blender-Profis da jetzt zuschauen und denken sich, ja, was macht denn wie angeschickt schafft denn der, aber dürft mir das gerne besser beibringen. Da bin ich offen. Aber solange ich es halt nicht anders kann, mache ich es so. Aber da habe ich gemeint, ich muss von der schrägen zweiten Version machen. Aber
habe ich dann doch sein lassen. Das noch ein bisschen minimieren. Einfach alles machen, dass man da möglichst wenig Reibung hat. Und diesmal federn wir das dann auch ein. Andere Federer sind auch auf dem Weg. Also Federn mit ein bisschen mehr Dampf. Oder halt, ja, überleg gerade, wie das Wort heißt. Ein bisschen mehr Spannung, glaube ich, ist das Wort. Aber Spannung ist bei mir irgendwie so mit Strom und so verbunden. Aber ja, für Physiker denkt sich wahrscheinlich auch, was ist der für Depp. Aber Ingenieur halt. Ja. Und jetzt seht ihr, jetzt machen wir da eine weitere Modularität. Jetzt wird da oben, also der Pfeilstopper, den werden wir später auch noch einen anderen machen. Und den kann man dann nach und wegschrauben, wie man gerade. Einfach, dass man da auch auf die Stützstruktur verzichten kann, weil sonst gibt es da eigentlich keine richtige Möglichkeit, dass man auf die Stützstruktur verzichten kann. Da hat man halt, also ich meine, das Magazin hat halt eine riesige Fläche und da ist echt viel Stützstruktur. Also, wie schon gesagt, die Unterseite, gut, das war 6 Stunden für das Ding und was war es nochmal? Eine Stunde für das, das seht ihr dann nachher. Das habe ich noch zum jetzigen Zeitpunkt nicht entworfen. Haben wir also 7 Stunden oder sowas, was das dann dauert hat, das zu drucken. Klar mit 0,8 mm Düse, aber jetzt sehen wir, da die Aussparung, dass da nachher das Schieberle, das Pfeile dann in die Schwungrädel reinschieben soll, dass das da irgendwo reinpasst. Das halt oben und ausschneiden. Alles ein bisschen hemdsärmelig, aber es muss nicht schön sein, muss nur funktionieren. Also zumindest der Teil, den sieht man dann später, wenn es Blastel zusammenbaut ist, so nicht mehr. Also von daher muss jetzt nicht alles. Und ich versuche auch immer mit möglichst wenig Punkte auszukommen, einfach, dass das Modell halt einfach recht schlank ist. Weil sonst, wenn man da so Modelle hat mit, was weiß ich, die dann richtig schöne Rundungen und alles haben, gut, das könnt ihr da vielleicht schon noch machen, dass ihr da, ja, da die Rundungen noch ein bisschen, zumindest die Innen, das kann gut sein, dass man die nochmal, das habe ich dann auch schon festgestellt, dass da das Hebel ein bisschen hängt. Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Irgendwas anderes wollte ich noch erzählen, aber das ist dann von dem Loch für Schieberle unterbrochen worden. Ist ja undramatisch, das fällt mir sicherlich wieder ein. Ah ja, mit den Zeiten. Und ich glaube, ursprünglich das mit der Stützstruktur, das war 11 oder 14 Stunden, also das hat eine halbe Ewigkeit gedauert, das zu drucken. Und ich meine, 0,8er Düse ist schon recht grob, also das wäre ein ganzer Tag oder noch mehr gewesen, wenn man das mit 0,4er Düse oder so gemacht hätte. Also das. Und vor allem braucht es den Detailgrad ja eigentlich auch nicht. Also das ist ja jetzt kein Designelement oder so, das ist ja eher funktionales Teil. Das darf dann schon ein bisschen gröber sein. Und dann seht ihr, jetzt fangen wir an, da die Platte zu machen. Dass da das Pfeile Trinkhalter wird und nur nach vorne rauskommen. Aber das Schieberle muss sich halt durch die Platte trotzdem bewegen können, deswegen brauchen wir noch einen Schlitz. Ja, da machen wir viel mit der Extrusion hier. Da raus und dann seht ihr, da haben wir jetzt einen relativ breiten Schlitz noch für Schieberle. Aber der müsste schmal genug sein, dass das Pfeile nicht durchrutscht. Das ist so die Hoffnung. Aber das dürfte passen. Ja, das jetzt mit den Schraublöchern verbinde, dass das dann nachher Eiteile ist. Und dann wird das da reingeschraubt. Oder ein bisschen massiver noch machen. Ein bisschen Futter schadet nicht. Jetzt seht ihr, das Schieberle, das oben, das habe ich auch noch schlank gemacht. Das war ja vorher richtig rund wie so ein Pfeil. Das war eigentlich auch unnötig. Das muss ja da auf der Fläche nicht reiben. Alles, was man Reibung reduzieren können, macht es den Federn natürlich einfacher. Also da habe ich anfangs schon ein bisschen Angeschick geschafft. Ja, und jetzt ist mir da aufgefallen,
dass ich den oberen Deckel, dass ich das auch modifizieren muss, dass ich sonst nicht hinkomme. Oder nee, der ist mir erst später aufgefallen. Ich hatte zuerst gedacht, ich kann den oberen vom ersten Versuch verwenden. Und kennt man da so was weiß ich, wie viel stündige Druck sparen, aber ja, ihr seht da, für die Platte da habe ich die Schraublöcher verändern müssen, einfach, dass es an 3 Schraublöcher festgehalten wird, ansonsten wäre das halt auch geschickt. Und dann ist mir aufgefallen, den oberen Deckel muss ich auch verändern. Und in den anderen habe ich jetzt keine Löcher neu gemacht. Das habe ich auch überlegt, dass man da so Schlitze rein macht, dass das dann einfach ein bisschen luftiger wird. So die Überlegung, weniger Material. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Können wir ja immer noch machen, läuft ja alles nicht weg. Aber jetzt hoffe ich natürlich, dass wir jetzt im nächsten Video das Magazin so weit kriegen, dass es funktioniert. Vielleicht müssen wir das Federle noch austauschen, wenn es nicht rechtzeitig kommt. Weil es kann sein, dass so Scheiß lässt immer auf sich warten. Ja, aber gucken wir mal. Drücken wir die Daumen, dass es rechtzeitig kommt. Oder dass vielleicht mit dem originalen Federlöscher, das ich wieder rausgesucht habe, dass das da schon klappt. Und später einfach. Und wir können ja dem Federle diesmal ein bisschen mehr Vorspannung geben. Einfach so eine halbe, dreiviertel Runde mehr, weil eine ganze Runde mehr ist halt ein bisschen heftig. Jetzt machen wir den oberen Deckel noch. Dann machen wir diesmal Lüftungsschlitz rein. Also, einfach Löcher, das ist ein bisschen Optik. Ja, seht. Man hätte es ausrechnen können, wie man das teilen kann. Oder man kann es versuchen. Ich habe mich für Versuch entschieden. Ja, und jetzt die Aufteilung, da habe ich die ganze Schnitte einfach nochmal neu gemacht, dass ich das. Irgendwie habe ich noch nicht rausgefunden, wie man das im Nachhinein gut verändern kann. Das seht ihr jetzt. Jetzt machen wir da neue Löcher rein. Und das sieht dann nachher aus wie so ein Spinnenweb. Ja, dabei ein bisschen überlegen, ob ich an der Stelle auch ein Loch reinmachen soll, aber ja, machen wir. Das ist jetzt halt ein bisschen Feinarbeit. Das ist so eine Beutefläche so nachzumachen. Gut, ich hätte auch einfach, das kommt mir jetzt auch erst, nachdem ich das jetzt kommentiere, ich hätte auch einfach beide Flächen markieren können und dann wahrscheinlich den Schnitt und dann hätte so ein Beute gemacht, aber ja, ja, im Nachhinein. Und ich weiß nicht, warum das so scheps aufeinander liegt. Das führt dann auch noch dazu, dass man echt viele Punkte hin und her schieben müsste. Also das ist irgendwie, man schaut halt irgendwelche Dokus nebenher oder irgendwelches Zeugs und dann ist es nicht so schlimm, wenn man ein bisschen angeschickt schafft, weil ob man da jetzt nichts nebenher macht oder das nebenher, das macht dann auch keinen großen Unterschied. Und ein bisschen meditative Arbeit braucht der Mensch. Von daher ist das ganz okay. Oder man redet sich's halt schön. Also, so denke ich mir das manchmal. Ist jetzt halt die Grundstruktur sehr und jetzt ist viel feine Arbeit. Ja. Und ich hoffe, das nächste Mal können wir mit dem Pfeilschieber, der dann mit dem eigentlichen Blaster anfangen. Das ist so meine Hoffnung fürs nächste Mal. Oder ja, das nächste Mal, im nächsten Video bauen wir das erstmal zusammen, weil momentan ist der 3D-Druck jetzt erstmal eine Zeit lang schwer beschäftigt. Und dann bauen wir im nächsten Video das Magazin zusammen und dann finden wir raus, ob denn das klappt, was ich mir so überlegt habe und was ich so geändert habe. Und wenn das alles klappen tut, dann gucken wir, dass wir so Schwungräder das Ding noch machen und jetzt müsste demnächst auch noch so eine Batteriebox kommen. Einfach, dass ich dann nicht gleich. Ich habe noch halt den Schwungrädlerskäfig mit Motorler und ich weiß nicht, ob der mit dem Lithium-Polymer-Akku zurechtkommt oder ob man das dann abschmort. Deswegen habe ich so Batterieböxel bestellt, dass man dann das erstmal mit ein bisschen weniger Spannung betreiben können und nicht gleich Vollgas.
Und ich habe mir das alles so überlegt, dass man das einfach alles steckbar macht und dann kann man das ja. Ja, die Überlegung ist jetzt, kann ich eigentlich mal grob schildern, dass man auch vorne die Schwungrädlerseinheit modular macht. Also wenn ich dann mal überlege, okay, jetzt will ich ein anderes Schwungrädlerskäfig mit, was weiß ich, 3, 4, also ja, nicht 3, 4, also 4 oder 6 Schwungrädler. Und man braucht ja immer 2, aber 3, 4 Stationen. Oder 2, 3 Stationen, je nachdem, was halt so Sinn ergibt. Und wenn man das alles modular macht, dann kann man das dann später erweitern. Und ich glaube, die Batterie kommt in Schulterstütze. Und die kann man am Anfang auch einfach mal aussparen, weil das Mittelteil schaue. Einfach so Stück für Stück, weil wenn ich jetzt alles auf einmal entwerfe und dann doch noch gravierende Änderungen machen muss, ist halt scheiße. Und dann kann man das alles mit Steckverbindungen lösen und dann kann ich das später, wenn ich lustig bin, Lithium-Polymer-Akku, den ich da habe, einstecken oder halt mit den IMRs, die ich da habe, das betreibe oder halt, gut, mit Batterie wird es nicht gegangen, also mit normale, weil das wird wenig Dampf haben dann. Also da habe ich also so eine Box mit 3 Batterien. Kannst du euch das nächste Mal vielleicht auch zeigen, wenn man das Magazin jetzt zusammenbaut, wenn das dann alles schon da ist. Dann schauen wir, dann können wir das uns auch einfach mal angucken. Und vielleicht betreiben wir den Schwungrädlerskäfig gleich mit dem Relais und dann können wir dann auch einfach, ja, je nachdem, oder machen wir da. Wobei, das ist von Anfang auch echt egal, wie wir das machen. Wobei, wir können ja einfach einen gescheiter Taster einbauen, der ordentlich was verträgt. So einen habe ich ja noch da. Das können wir gleich von vornherein eindesignen. Und dann das gleich von vornherein gescheit passen. Muss halt gucken, da das Schieberle noch zu entwerfen, das wird auch ein bisschen, ja, Spaß, die Einheit. Aber ich glaube doch besser, wenn ich es selber entwerfe, weil dann muss ich nicht noch irgendwelche Teile bestellen und da drauf warten. Wenn ich so eine Schiebereinheit selber bastel. Und da komme ich wahrscheinlich, so wie das jetzt aussieht, mit dem, was die Streif so bietet, nicht zurecht. Also müssen wir es doch selber entwerfen von vornherein. Aber da muss ich mich nachher auch nicht mit irgendwelchen Leuten rumärgern, die dann sagen, das ist ja mein Teil und so. Also von daher passt das schon, wenn man das alles einfach selber macht. Gut, den Streifschwungrädlerskäfig, da werde ich wahrscheinlich ein 3D-Modell nehmen und weil das, wenn man das ja als Teil als Spritzgussteil kriegt und da unterschiedlich oder auch sowohl als Spritzgussteil als auch als Metallteil und da einfach viel Auswahl hat, da sollte man das auch einfach nehmen. Das ist wohl ein rechter Standard geworden mittlerweile oder nehmen wir halt den Schwungrädlerskäfig, dann machen wir nichts eigens fürs Erste. Weil ich glaube nicht, dass ich so schnell dazu komme, irgendwelche Spritzgussteile machen zu können. Das ist noch aus Weiten, also da mache ich mir jetzt keine Illusionen, dass das irgendwie in den nächsten Monaten, Jahre oder so geht. Das ist in weiter Zukunft. Es sei denn, ihr abonniert jetzt wie wild und sagt, ja, wir wollen den Blaster unbedingt haben und dann findet sich sicherlich Möglichkeit, aber da brauchen wir uns jetzt nicht zu viel Hoffnungen machen. Erst einmal muss auch funktionieren, deswegen. Ja, jetzt sind wir ja fast schon beim Ende. Dann finden wir das nächste Mal raus, ob es klappt. Euch viel Spaß beim Bachelor, euer Blasteringenieur.